Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurn. Jetzt Kasperl. Okay, Leute. Ganz ehrlich, entweder bin ich jetzt blöd dazu oder irgendwas. Wie gesagt, ich finde auch auf Odyssey die Sachen nicht mehr. Schreibt es mir, wenn ihr irgendwas gefunden habt, schreibt es mir den Kanal und vielleicht den Videotitel. Ich weiß, Links kann man bei mir in die Kommentare, glaube ich, nicht reinballern. Aus gutem Grund. Aber, schaut es mir rein, wenn ich es irgendwo finde, diesen Januar 2022. Ich bin ja neulich noch, ja, 2022, ich bin ja neulich noch drüber gestolpert. Ich habe ja einige Sachen tatsächlich noch gefunden gehabt, aber inzwischen ich habe ja reagiert auf das ähm, Hater-Intelligenz-Video und auf diesen Stream, wo also, ja, weil ich ihn mir verdammt nochmal leisten kann. Die Sachen hatte ich damals noch gefunden, ist schwierig geworden jetzt. Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Aber dementsprechend machen wir weiter mit der Indigo-Bärchen-Geschichte. Hilft nix. Ich muss da jetzt auch durch. Lang genug habe ich mir davor gedrückt. Right? Wir sind bei Teil 12 und hier steht rote Linien, Chats und der Frankengamer. Ich weiß nicht, wie viele rote Linien er noch überschreitet, aber er hat schon einige überschritten. Wir werden sehen. Leid, hockt euch her, Sammermehrer, reißt euch eine Häube auf. Ja, mir ging ja einer in Rainer. Ich glaube, wir fangen an. Also ich habe ein bisschen was übersprungen. Am Anfang geht es hier über diese Mary. Auf die Geschichte will ich gar nicht weiter eingehen. Ich finde wild und schlimm, dass die Person überhaupt in das Game reingespielt wurde, weil die ja offensichtlich irgendwie Autismus hat sie, glaube ich, oder was weiß ich. Aber sagen wir mal, ich habe nicht das Gefühl, dass die wirklich eine Ahnung hat, was da mit ihr passiert. Und eher ganz komisches Gefühl gehabt, als ich mir das angehört habe, dieses Interview. Ähm, Bin ich kein Fan davon. Kurze Zusammenfassung der einzigen Sache, auf die Ofi jetzt hier eingegangen ist, war, dass sie gesagt hat, dass Rainer behauptet hätte, er hätte Light Warrior mit dem Wurstfinger ins Wurstfach gelangt und sie hätte das ganz toll gefunden. Und Light Warrior hat das wohl dementiert. So, also das hat dieser Mary gesagt, weil keine Ahnung, sie wollte dann überreden, weil wahrscheinlich hat er gedacht, dass sie sich denkt, wow, wenn er das so gut kann, so, dann soll er das bei mir auch einmal machen. Gedankengänge eines Rainer Winkler, ganz ehrlich, nachzuvollziehen, sind die schon lange nicht mehr. Aber wir gehen jetzt rein in eine Situation, wir haben ja das letzte Mal ähm, noch über 2023 geredet, glaube ich, war das, wo er da 33 Mal in einer Nacht angerufen hat und jetzt sind wohl Chatverläufe von 2023 nochmal nach dieser Eskalation und damit fangen wir jetzt an. Ah, nicht den hier. Hast du es wenigstens gelesen jetzt? Alter, wenn es schon so anfängt, ey. Hast du das jetzt wenigstens gelesen? Meine 300 Nachrichten, die ich dir geschickt habe, hast du jetzt endlich gelesen? Aber ich nehme an, die Antwort lautet weiter, du kommst nicht. Ja, ich glaube, das nimmst du richtig an, Rainer, weil, ganz ehrlich, keine Frau der Welt wäre nach dieser Scheiße noch gekommen. Sag mir dann bitte mal, wie es weitergehen Also gekommen schon zweimal nicht, erschienen aber auch nicht. soll. Ich habe schon so viele Probleme und Sorgen und muss so viel machen, dass ich aktuell von jedem gesagt bekomme, leg dir aktuell keine Freundin zu. Dennoch habe ich Gefühle für dich und will, dass es klappt und muss mich aber um alles alleine kümmern. Ich nehme an, du gamest mit deinem Kumpel gerade. Alter. Ey, ganz ehrlich, in diesem Text ist schon so viel, also es scheint Chat auf Steam zu sein. Schätze ich, keine Ahnung. Allein in dem Text ist schon so viel drin. Ne? Diese Suggestivfragen, aber ich nehme an, die Antwort lautet weiter, du kommst nicht. Bla bla. Dieses Passiv-Aggressive, hast du es wenigstens gelesen jetzt?
Und dann aber gleich wieder auf die Mitleidsschiene wechseln. Ich habe so viele Probleme und Sorgen und eigentlich haben mir alle gesagt, ich soll mir keine Freundin zulegen. Und bla, und doch bin ich das Risiko eingegangen, nur für dich und jetzt geht es mir noch schlechter. Und jetzt muss ich mich darum auch noch kümmern. Jetzt mach mir das Leben doch endlich leicht. Fahr zu mir her und halt Wurstfach hin. Das ist die Grundaussage von dem Ding. Es wird versucht, auf mehreren verschiedenen Ebenen die Frau zu manipulieren und halt auf plumpeste Art und Weise. Und am Schluss noch dieses, ich nehme an, du gamest, ich nehme an, er wollte gamest schreiben, mit deinem Kumpel gerade. Dann wieder diese Eifersucht-Geschichte. Weil sie ist anscheinend online, sie ist anscheinend in-game und sie reagiert nicht instant auf seine scheiß Nachrichten. Ja, dann ist sie offensichtlich mit einem anderen Dude am Gange. Und danach, du hast einen Anruf von Drache verpasst, der ein paar Sekunden gedauert hat. Ja, also danach gleich wieder anrufen. Warte mal, ich kann das hier oben nicht lesen. Aber hier ist 15:39 Uhr. Mann, warum habe ich nur so einen Fehler gemacht? Brechen 15:35 Uhr. 5 Minuten hat er gewartet, dann hat er sie angerufen. Er hat diesen Text geschrieben und 5 Minuten später hat er sie versucht anzurufen und eine Minute später kommt wieder ein Mordstext. Und dann 9 Minuten später nochmal ein Mordstext. Und dann, Mann, warum habe ich nur so einen Fehler gemacht? Dann dieses gebrochene Herz. Der Mittwoch all over again. das Herz MP3. Sag mal ernst. Leute, das ist 2023. Es ist 8 Jahre nach Erdbärchen. Und er hat immer noch er fährt immer noch denselben Stiefel. Es ist krass. Ernsthaft. Sind dir meine Gefühle wichtig? Nein. Ernste Frage. Denn du trittst darauf herum und ignorierst sie wie einen Teppich. Nein, Rainer. Sie ignoriert dich, nicht deine Gefühle. Ja? Sie ignoriert dich. Und womit? Mit Recht. Reini, natürlich ignoriert die dich. Natürlich ignoriert die dich nach der Aktion. Rainer, du hast versucht 33 Mal bei ihr anzurufen. 33 Mal. Und hast dir 150 Nachrichten geschrieben. Ganz widerliche Scheiße. Wenn du mit dem pennst, dann ist das mit uns vorbei, bla bla bla. So richtig üble, kranke Stalker-Scheiße hast du da geschrieben. Dass die Scheiße nicht alles schon wegblockiert wird, was du da gerade schreibst, ist ein deutliches Anzeichen, dass er Bärchen ist. Ich wiederhole mich, aber es ist so. Ich habe sowas schon oft erlebt und jedes Mal habe ich einen Fehler gemacht, wenn ich mich auf jemanden eingelassen habe. Ja, dann würde ich es vielleicht in Zukunft bleiben lassen, Rainer. Ist das eine Idee? Ich habe das schon 1000 Mal, ist mir das passiert, ganz genauso wie es jetzt ist jedes Mal in die Hose gegangen. Ja, dann würde ich es vielleicht einfach bleiben lassen. Oder was anderes probieren. Aber Rainer ist, ja, es ist der klassische Rainer, immer mit dem Kopf durch die Wand. Genau deswegen wollte ich nichts Festes mehr. Ich komme dir immer wieder entgegen, aber dir ist es scheißegal. Rainer, du wolltest deswegen nichts Festes, weil du der Meinung bist, du willst dir alle Optionen offen halten. Rainer, ich verrate es ein Geheimnis. Du hast keine Option. Und schon zweimal nicht so viele, dass du dir irgendwas offen halten könntest. Sollte es irgendeine geistig verwirrte Trümmermulle geben, die in welchem Zustand auch immer, ne, der geistigen Umnachtung, der Meinung ist, du bist ein guter Partner, um mit ihm ihr Leben zu verbringen. Nimm die und halt die fest und hör auf mit dieser Polyamor-Scheiße und laber den nicht voll mit irgendeinem Klump. Rainer, die Anzahl der potenziellen Beischlafpartnerinnen für dich auf diesem Planeten geht gegen 0. Sollte es tatsächlich so sein, dass du irgendwo eine findest, ist es seltener als ein scheiß Lottogewinn.
dann nicht mehr umeinander da, nimmer irgendwann einfach wirklich, du musst dann auch kriechen und wirklich alles für die Frau machen, weil eine zweite wird es dann nicht geben, Rainer. Und diese ganze Bärchenscheiße wird immer und immer und immer und immer wieder passieren, solange du der Meinung bist, dass du eigentlich der große Beischlafwingel bist, der eigentlich an jeder Hand 5 Weiber haben müsste. Einmal sich mit der Realität anfreunden und fertig ist. Und dann nimm irgendeine von diesen, keine Ahnung, es gibt ja diese ganzen Frauentausch-Assi-Weiber, ne? Deren IQ nicht höher ist als die Raumtemperatur im Winter. Dann fehlen vielleicht ein paar Zähne oder sonst irgendwas, keine Ahnung, aber da seid ihr beieinander. Da hat sie gleich und gleich, gesellt sich doch gern, Rainer. Und die nimmst dann und fertig. Aber dass du auf die Idee kommst, dass Ich überlege, ob ich dich mal ein paar Tage blocke, damit ich nicht versucht bin, dir zu schreiben. Nein, Rainer, Rainer, so funktioniert das nicht. Er ist zu dumm für das ganze Internet-Game. Rainer, wenn du sie blockst, dann könntest du ja immer noch weiterhin schreiben. Du müsstest sie nur entblocken. Ne? Um dafür zu sorgen, dass du ihr nicht mehr schreiben könntest, müsste sie dich blocken. Rainer, du willst sie ein paar Tage blocken, weil du der Meinung bist, dass das für sie eine Bestrafung ist. Und wenn du dich rar machst und sie keine Möglichkeit mehr hat, mit dir zu schreiben, dann wird sie schon merken, was sie nicht an dir für einen tollen Dude hat, und dann kommt sie nach den 3 Tagen angekrochen und wird dir all deine Wünsche erfüllen. Das ist deine Idee hinter der ganzen Sache. Vollkommen utopischer Horse-Shit, Rainer. Ich weiß nicht, ob ich dir was bedeute, weil ich nach allem, was ich in das zwischen uns gesteckt habe, 0 zurückgekommen ist. Grammatiklord, wir wissen's. Nein, du bedeutest ihr natürlich nichts, Rainer. Im Gegenteil. Sogar du hast genommen und nicht mal bedankt. Wofür hätte sie sich denn bedanken müssen? Das ist hier 2023 noch nach Auskunft von Ofi. Genommen und genommen. Was, ganz ehrlich, was hat sie denn genommen? Die Pimmelbilder, die du ihr geschickt hast? Ja, herzlichen Dank. Ey, der Mann hat Vorstellungen. Die haben sich damals noch nicht gesehen. Die haben nur geschrieben. Und er schreibt, du hast nur genommen und genommen, als wären die jahrelang zusammen gewesen. Und er hätte immer für alles bezahlt. Und dann hätte es ihn für einen anderen stehen lassen oder sowas. Keine Ahnung. Rainer, du kennst die Frau nicht einmal. Wie kommst du auf genommen und nicht mal bedankt? Ne? Rainer, alles, was du anzubieten hast, ist nichts, wofür man sich zu bedanken hat, Rainer. Rainer, du kannst ihr Brechreiz und Fußpilz geben. Punkt. Ne? Der Böse bin jetzt ich und das Geilste ist der Verletzte auch. Ja, ein Rainer, der Verletzte bist du. Oh, ich bin der arme Rainer. Meine Internetbekanntschaft, die ich mich wieder reingesteigert habe, hat mir eine Nacht lang nicht sofort geantwortet, wenn ich ihr geschrieben habe. Dann bin ich vollkommen eskaliert und jetzt ist mein Leben vorbei. Ich glaube langsam, es war ein Fehler, den Kontakt zu dir aufzubauen. Das ist richtig, Rainer. Aber diese Erkenntnis wird dich nicht daran hindern, das beim nächsten Mal wieder ganz genauso zu machen. Leute, dieses Indigo-Bärchen ist jetzt eins von vielen, das ist jetzt das aktuellste Bärchen. Es werden weitere kommen. Ja, ich gucke jetzt hier gerade in meine Glaskugel und sage euch, spätestens Anfang nächsten Jahres ist der wieder auf Diggity oder auf Kick oder sonst irgendwo, wo dann wird die Tipi-Seite wieder reaktiviert und dann geht das Internetgebettel wieder los. Und dann werden wieder Discords aufgemacht, für die man bezahlen kann, wo man drauf geht. Und dann sind da wieder Trolle und irgendwelche Mullen drauf. Und dann wird er sich wieder mit irgendeiner Mulle schreiben und die wird ihn wieder verarschen. Und es wird wieder genau so laufen wie hier. Und wir kriegen dieselben Chats und dieselbe Scheiße. Weil er das seit 10 Jahren nicht anders macht.
und nicht begreift, dass es einfach nicht funktioniert, dass jedes Mal wieder dieselbe Scheiße ist. Wenn ich es vorher gewusst hätte, was das mit mir macht. Naja, ist dir vermutlich egal. Wahrscheinlich, Rainer, denn sie hat schon wieder nicht geantwortet. 9 Minuten später kommt die nächste WOT. Der Zug ist abgefahren im wortwörtlich Sinne. Ich sitze. Ey, wenn er Matt wird, dann wird das mit dem Schreiben noch krasser. Wartet jetzt mal kurz. So, Scusi. Musste kurz eine kleine Meinungsverschiedenheit, Skalation unterbinden. Weiter geht's. Sitze drinnen, aber allein wie immer mein ganzes beschissenes Leben. Du sagst, du willst nicht hier sein. Was meinst du, wie es mir mein Leben lang gegangen ist? Vor allem, nachdem ich jedes Mal meine ganze Kraft in etwas stecke, von dem ich mir eine Beziehung erhoffe. Nun ein Freund bin ich vielleicht für, ich aber weder leibst du mich, was ich falsch angenommen habe, noch verstehst du das, du mir echt wehgetan hast. Ah ja. Leute, was bin ich lesend? Der Zug ist abgefahren im wortwörtlichen Sinne. Ich sitze drin, aber allein wie immer mein ganzes beschissenes Leben. Ja, also über Groß- und Kleinschauben braucht man es nicht mehr unterhalten. Bis dahin normales auf die Tränendrüse gedrücke, aber jetzt schreibt er sich wieder in Rage und dann hast du wieder diese unsägliche Grammatik. Du willst nicht hier sein, aber was weißt du, wie es mir geht? Meine ganze Kraft in etwas stecke, von dem ich mir eine Beziehung erhoffe. Ja, ich kann nachvollziehen, dass das frustrierend sein kann. Ich meine, jeder hat schon mal irgendwie so eine Durststrecke gehabt und dann hat man sich irgendwie getroffen und dann ist es vielleicht unerwidert, weißt du, dass der eine verguckt sich in den anderen und dann wird das nicht erwidert und dann ist das schwierig. Wenn dir das ein paar Mal hintereinander passiert, kann ich schon nachvollziehen, dass das belastend ist. Aber Rainer, dann musst halt irgendwann mal was an der Herangehensweise ändern, ne? Und vielleicht auch ein bisschen die Ansprüche runterschrauben. Wie wär's denn damit? Ja? Also, wenn jemand keine Ansprüche an die Beischlafpartnerin haben darf, dann du. Und vor allem nicht, wenn es ums Körpergewicht geht. Ne? Und dann aber weder leibst du mich, was ich falsch angenommen habe, noch verstehst du, dass du mir echt wehgetan hast. Also, nun ein Freund bin ich vielleicht für ich, aber weder. Wild. Am besten du meldest dich einfach nicht mehr bei mir, denn ich glaube, noch mehr Hoffnung und Enttäuschung, die daraus ergeht, vertrage ich aktuell nicht. Ich habe dir so viel Zeit gewidmet, habe alles stehen und liegen gelassen für dich und ich stehe dennoch alleine da. Leb wohl. Alles stehen und liegen gelassen. Was denn, Rainer? Rainer, du hast die Frau zu dem Zeitpunkt ein paar Wochen gekannt und hast mit ihr irgendwie geschrieben. Über Steam oder sonst was. Ja, was hast denn du, während du arbeitslos in der Schanze gesessen bist? In der neuen. Ja, was hast denn du stehen und liegen lassen? Rainer, du bist arbeitslos, du hast nichts zu tun. Nichts, aber auch gar nichts. Weil zum damaligen Zeitpunkt hast du ihn nochmal herabgelassen, 1-2 Mal am Tag für eine Stunde auf Diggity-Doggity zu betteln. Aber das war's. Ansonsten fressende, wichsende Daddelne. Das hast stehen und liegen lassen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Das ist ein richtiges Opfer gewesen. Ich lasse dich in Ruhe. Jetzt zocke ich mit ihm. Nein, Rainer, ich habe einfach keine Lust auf deine Anschuldigungen. Alles, was du gesagt hast, war komplett daneben gewesen. Das ist richtig. Aber wirklich ist komplett daneben gewesen. Ne, aber ja, richtig. Ich bekomme von dir... Was wäre das sonst Plusquamperfekt, oder? War komplett daneben gewesen. Das müsste man, glaube ich, verwenden, wenn du über etwas sprichst, was vor etwas
ist, was in der Vergangenheit, in der zweiten Vergangenheit passiert, oder? War das nicht so? Also das war komplett daneben gewesen und dann hast du noch so und so getan, oder? Deutschunterricht lange her. Sachen vorgeworfen. Es sind keine Anschuldigungen. Doch, Reini, es sind Anschuldigungen gewesen. Du hast ihr vorgeworfen, dass sie sich besäuft und mit dem Typen rumbimst und Alter, was nicht alles und was, dass sie auf deinen Gefühlen rumtrampelt und einen Scheiß auf dich gibt und. Dass sie nur nimmt und sich nie bedankt, das sind schon Anschuldigungen. Und jetzt kommt die nächste WOT. Alter, leck mich fett. Das halbe Video sind nur diese WOTs. Ich habe also doch recht. Ich bin nur der Dumme, der alles abbekommt. Doch genau. Rainer, du bekommst überhaupt nichts ab. Das ist der Punkt. Ja? Du bekommst gar nichts ab. Kein Wurstfach. Gar nichts. Oh, das machst du. Frage 1. Habe ich dich je schlecht behandelt? Ja, Rainer, in der Nacht davor. Lies dir doch allein die Nachrichten noch einmal durch, die du ihr geschrieben hast, Rainer. Ich weiß, Lesen ist einer der ältesten und bösesten Hater und einer, den du niemals überwinden wirst. Aber lies dir doch die Scheiße nochmal durch, die du in der Nacht davor da geschrieben hast. Und dann sag mir nochmal, dass das jemanden gut behandeln ist. Frage 2. Bist du der Meinung, dass ich zu wenig mache für dich? Ob emotional oder real? Frage 3. Hast du mich einmal von dir aus gefragt, ob alles okay ist, beziehungsweise wie ich mich fühle? Ja, Rainer hat sie. Und es tut hier auch überhaupt gar nichts zur Sache. Rainer, das Thema ist, ne, dass dieses, was eigentlich wie ich mich fühle, ist diese typische Narzissten-Scheiße, um vom Thema abzulenken. Rainer, das Thema ist, dass du dich wie eine Wildsau verhalten hast ihr gegenüber und dass sie sagt, sie lässt sich das nicht mehr bieten. So, das ist das Thema. Und nicht, wie es mir geht, bla 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 bla. Ich bin für dich da und stütze dich emotional oder ich versuche es zumindest. Ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit, die dir scheißegal ist. Ich bin für... Ja, Rainer, aber wie gesagt, du kennst die Frau kaum und wenn ihr ihre Gesundheit scheißegal ist, dann ist es so. Sollte es so sein, es wäre auch vollkommen unverwerflich gewesen. Ist unverwerflich ein Wort? Ich weiß es nicht. Wenn die sich jetzt am Vorabend einfach weggeschossen hätte und den Alten gebimst. Weil das ihre Sache ist. Genauso wie es deine Sache ist, wenn du dir 5 Liter Schwipschwapp am Tag in den Kessel füllst und das Ganze dann irgendwie noch abrundest mit, ich weiß nicht wie viel Ofenkäse, Kartoffelchips, Schokolade, Burger und sonst irgendeinem Scheiß. Und dich ganz langsam aber sicher in ein frühes Grab buxierst damit, ist genauso deine Sache. Da würdest du dir von ihr auch nicht mit reinreden lassen, wenn sie dir sagt, hey Rainer, du, ich würd schon kommen zu dir, aber ganz ehrlich, du bist zu fett. Und ich habe auch keine Lust, also wenn es jetzt kein Bärchen wäre, sondern eine richtige Frau, ich habe keine Lust, mich auf irgendjemanden einzulassen, wenn ich davon ausgehen muss, dass der in 10 Jahren unter der Erde liegt, weil er sich totgefressen hat. Meine Bedingung daran, dass wir irgendeine Beziehung aufbauen, ist, Ernährung radikal umstellen, Sport machen und innerhalb vom nächsten Jahr, sagen wir mal, mindestens 80 Kilo runter. Bam. Was darfst du dann machen? Für dich da und plane, wie du zu mir kommst, obwohl du sagtest, du kümmerst dich darum, aber nach 3 Wochen immer noch keine Planung. Nicht mal deine Mom hast du gefragt gehabt. Erst 2 Wochen, nachdem ich fast täglich nachgefragt habe. Ja, Rainer, vielleicht liegt es daran, dass du fast täglich nachgefragt hast. Das kann nämlich auch dazu führen, dass die Leute dann erst recht keinen Bock drauf haben. Die Idee ist schon mal gekommen. Schau doch auf dich selber. Was ist denn, wenn die Leute versuchen, dich zu irgendwas zu drängen? Wenn die Leute dir entweder auf deinem Discord gesagt haben oder in den Kommentaren gesagt haben, Rainer, mach doch mal wieder dieses und jedes Format, mach doch wieder, keine Ahnung, 4 Drachen und schieß mir ins Knie oder Kurzfilm der Idioten, den ganzen Scheiß, mach das doch mal wieder. Mach das, mach das, mach das. Und wenn es dauernd gekommen ist, was hast du dann gemacht? Dicht.
Du hast dann dicht gemacht. Gesagt, ich mach das, wenn ich es will, bla 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 bla. Und dann ist der trotzige kleine Rainer wieder ein bisschen eskaliert. Hat vielleicht den ein oder anderen Bannhammer geschwungen und gekommen ist genau gar nichts. Und jetzt terrorisierst du die Frau, damit dass du sie täglich 2 Wochen lang nervst. Wann kommst du denn jetzt? 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 Und erwartest, dass sie sich denkt, ja, dann komme ich jetzt, damit er endlich Ruhe gibt. Nein, dann denkst du sich, leg mich am Arsch. Das sind keine Anschuldigungen. Das ist so passiert. Und noch was, ich habe kein Problem damit, wenn du von mir nimmst. Emotional ist das okay, weil ich stark bin. Ja, jetzt ist er wieder stark. In der vorherigen Nachricht war er wieder das arme, kleine Reinerlein, das so stark unter der Sache leidet und das alles nicht mehr aushält und bla 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 bla. Und hier ist er wieder stark und kann den Leuten emotionale Unterstützung geben. Heute so, morgen so, übermorgen sowieso. Stärker als alle anderen. Ja. Es ist ganz ehrlich, Leute, auch das, wir gehen da manchmal so ein bisschen drüber, weil es halt normal ist irgendwie für uns im Drachengame, weil wir diesen ganzen Schmodder schon 1000-mal gehört haben. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr schreibt mit jemandem, es sind deutliche Absichten, stehen im Raum, ne? Annäherung, irgendwie, keine Ahnung, man trifft sich, Beziehung, bla 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 bla. Also man versucht irgendwie zu daten, lernt jemanden kennen. Und dann sagt er in irgendeinem Chat die Sätze, weil ich stark bin. Stärker als alle anderen. Ja, seriously? Kommt es dann tatsächlich zu einem Treffen? Ich glaube mal nicht. Weil ich glaube, jeder, der sowas liest, der so eine Nachricht bekommt, denkt sich, der hat normale Latten am Zaun. Da zieh ich mich ganz schnell aus der Affäre. Kein Mensch spricht so. Das hat er wieder aus seinen Anime-Filmen. Ja, da reden die Leute so, da ist das ganz normal. Und weil diese Dinger mehr Realität für ihn darstellen als die Realität, hat er sich das auch so angewohnt, weil er sich denkt, das macht man so. Weil ich stark bin. Stärker als alle anderen, hat er gesagt. Aber wen nicht mal ein Danke oder eine kleine Geste oder Zeichen von Entgegenkommen kommt. Nicht mal die kleinste Sache, wie deine Mom fragen, wie deine Termine sind oder mal zu schauen, wann der Zug fährt oder diese scheiß App ziehen, um das Ticket zu prüfen. Das sind Sachen, die alle null Aufwand deinerseits sind. Und das sind auch keine Anschuldigungen oder doch? Ja, Reinhard, das ist aber, da musst du halt dann den weiteren Gedankenschritt noch machen. Du hast die Frau gefragt, hey, hast du Bock bei mir vorbeizukommen? Die hat gesagt, ja, weiß nicht, können wir schon machen. Aber ich habe hier, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann die Züge fahren, meine Mom muss mir sagen, welche Termine ich habe viel zu tun, bla bla bla. Wenn die schon so kommt, dann ist doch offensichtlich, dass sie keinen Bock hat, zu dir zu kommen, dir das aber nicht so direkt ins Gesicht sagen will. Und wenn dann Wochen vorbeigehen und die Ausrede ist immer noch, ich weiß nicht, wann der Zug fährt, obwohl, wie du ja hier tatsächlich richtig angemerkt hast, es absolut kein Aufwand ist, zu checken, wie komme ich dahin mit dem Zug? Wann fährt da ein Zug? Wie muss ich da fahren? Ist kein Aufwand, dauert keine 5 Minuten im Internet. Und wenn sie sich die Mühe nicht machen will, dann weißt du doch schon, dass das hier ein fruchtloses Unterfangen ist. Und dass die nicht zu dir kommen will. Und dann kannst du entweder sagen, jo, ich steigere mir jetzt da rein und bombardiere die irgendwie mit Anrufen und Nachrichten eine ganze Nacht lang wie ein vollkommener Psycho. Oder du kannst sagen, ja, die Frau hat offensichtlich keinen Bock auf mich, will es mir aber so direkt nicht sagen. Dann würde ich den Kontakt abflachen lassen. Wenn du tatsächlich einfach wirklich nach einer Beziehung suchst und deine komplette Zeit, Aufmerksamkeit und Energie darauf aufwenden willst, in eine Beziehung zu kommen und sie dir so offensichtliche Signale gibt, dass das nicht ihre Intention ist, ja, dann musst du das wohl auf die Seite legen und dir was anderes suchen. Dann ist das Projekt Indigo-Bärchen wohl wieder gescheitert. Das ist doch genau so passiert.
oder nicht? Weißt du, ich habe mir mein Leben lang anhören dürfen, dass ich ein schwieriger Mensch bin. Ja, dann würde ich mir vielleicht, ganz ehrlich, wenn mir das mein Leben lang permanent alle Leute sagen, du, mit dir kann man nicht auskommen. Du manchmal bist ganz nett so und manchmal kann man auch schmunzeln über das, was du sagst. Und ich will da keine böse Absicht unterstellen, aber mit dir kann man nicht auskommen, weil du dich fürchterlich verhältst anderen Menschen gegenüber. Fürchterlich. Und wenn mir das wirklich mein Leben lang, jeden Tag oder beziehungsweise bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Leute sagen, dann würde ich irgendwann einmal sagen, okay, vielleicht stimmt irgendwas mit mir nicht. Vielleicht sollte ich mal in Therapie gehen und mit jemandem, der das gelernt hat, jemand Professionellen, irgendwie einen von diesen arbeitslosen Studenten, die du so hast, ne, drüber reden, was ich denn an mir ändern kann, dass ich den Leuten nicht mehr so hart auf den Sack gehe. Man muss sich nicht für alle Leute verbiegen und man muss es auch nicht allen Leuten recht machen. Da bin ich auch weit davon entfernt. Ne? Es wird immer Leute geben, die einen nicht mögen, aber wenn alle Leute einen nicht mögen, dann liegt es an einem selber. Wenn man Leute hat, die einen mögen, die einen lieben, mit denen man klarkommt und man hat Leute, die hassen einen und die wollen am liebsten nicht mit einem im selben Raum sein, ist das vollkommen normal. Das geht jedem Menschen so. Wenn alle Leute dich scheiße finden, dann bist du scheiße, Rainer. Und dann hast du was zu ändern und nicht die. Weil ich alles gründlich plane und versuche, möglichst gut, mit möglichst wenig Aufwand zu erledigen und möglichst ohne Fehler. Gerade in einer Beziehung versuche ich es meinem Partner so angenehm wie möglich zu machen. Ja, Rainer, du versuchst so angenehm wie möglich zu machen. Gehen wir mal durch. Also die Partnerin muss zu dir kommen, scheißegal wie weit weg sie wohnt. Wenn die 600 Kilometer mit der Bimmelbahn fahren muss, scheißegal, ist sie halt 10 Stunden unterwegs. Sie muss Fressi, Zucker und Geld mitbringen, weil alles hast du nicht da. Sie muss Wurstfach herhalten, am besten dir nach dem Maul reden und ansonsten ihr dummes Maul halten. Und sie kommt bitte nur dann, wenn es dir recht ist. Sie geht auch erst wieder dann, wenn es dir recht ist. Und sie hat bitte unter gar keinen Umständen zu kritisieren, was du ihr für widerliche Scheiße an den Kopf wirfst den ganzen Tag. Was noch? Ach ja, genau. Wenn sie ein bisschen zu dick ist, dann ist gleich Arrivederci und so weiter und so fort. Rainer, so angenehm wie möglich. 3 Kerzen hast, 3 Teelichter hast aufgestellt. Super. Daher interessiert mich jetzt nur eine Frage. Ignore? Und bitte antworte darauf. Alles andere, wen du ignorierst, ist mir egal. Wen du ignorierst. Es ist wen du. Ich glaube, er ist ein alter Poet. Wen du ignorierst, alles andere, sei es mir egal. Doch mein Herzensbegehr ist, bitte antworte auf diese Frage. Was bin ich für dich? Ein ganz besonderer Mensch. Ich wollte schauen, wo es hingeht, weil bis jetzt liegt mir wirklich super viel an dir, aber es geht nicht so schnell von jetzt auf nachher bei mir. Das war nicht die Frage. Ich habe manchmal das Gefühl, dass du denkst, wenn du herkommst, ich dich ins Schlafzimmer einsperre und nicht mehr rauslasse, bis wir gevögelt haben. Rainer, ich glaube, der Gedankengang ist jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen. Und wir haben ja dann ein Jahr später auch gesehen, dass sie sich der Situation entzogen hat, weil es Anzeichen gegeben hat, dass es in diese Richtung geht. Ne, auf wiederholtes, lass mich in Ruhe, ich will das nicht, die Frau immer noch in die Ecke drängen im Bad. Schwierig, Rainer, ist schwierig. Pass auf, du sagst, du wolltest schauen, Vergangenheitsform. Egal ob, wolltest, willst, deine Handlungen und deine Aussagen stehen doch im Konflikt oder nicht. Rainer ist richtig. Wenn die sagt, du, ich schaue, ich kümmere mich drum, ich informiere mich, wie ich zu dir komme und die hat das 3 Wochen später immer noch nicht gemacht, dann stehen Aussagen und Handlungen im Konflikt, weil ganz ehrlich, diese Ausreden, ich habe jetzt da keine Zeit dafür, bla bla bla. Man hat 5 Minuten Zeit, um danach zu schauen, wenn man da wirklich Bock drauf hat. Es ist doch so, wenn ich Bock drauf habe, mich mit irgendjemandem zu treffen und ich muss dafür nachschauen, wie ich da hinkomme, die 5 Minuten, die Zeit habe ich. Ja, wenn ich sage, ich komme nicht dazu, weil ich die Zeit nicht habe, ist das eine fahle Ausrede.
um dem anderen zu sagen, du, ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf. Ohne ihm das so direkt ins Gesicht zu sagen. Und dann ist doch vollkommen klar, dann weiß doch jeder Bescheid. Aber der Subtext-Lord hat es wieder nicht checkt. Finde ich von meiner Perspektive nicht. Okay, dann versuch es mal aus meiner zu sehen. Was ist dann? Aber weiß, das Problem liegt vor allem daran, dass du für mich anders empfindest als ich für dich. Ich dachte eigentlich, du liebst mich. Rainer, du kennst die Frau nicht. 3 Wochen Internet-Gechatte heißt nicht Liebe. Ich weiß, er ist super verzweifelt. Weil er wahrscheinlich mehr Leben hinter sich als vor sich hat und noch nicht einmal gebomst hat. Und Angst hat, dass er als alte Jungfer in die Kiste hüpft. Aber Verzweiflung ist halt auch nicht sexy. Okay, mein Fehler. Liebe ist es nicht. Ich glaube nicht mal, dass es starke Zuneigung ist. Ich denke eher, es ist eine Art Freundschaft mit Interesse für das Unbekannte. Denn letzten Endes ist es doch so, wen du wirklich wollen würdest, würdest du jetzt im Zug sitzen. Das ist richtig, Rainer. Da muss ich dir recht geben. Wenn die richtig Bock auf dich hätte, dann würdest du das möglich machen. Ja. Ist so. Nee, du wärst sogar schon fast hier. 17 Uhr, glaube ich, wäre der Zug angekommen. Das ist genau das, was ich meinte mit, du achtest nicht auf meine Gefühle, den du siehst nur deine Perspektive und wenig auf meine Hinweise ignorierst du es. Ja, Rainer, und wie fühlt sich das an? Ne? Ist schon scheiße, gell, wenn man mal auf der Seite des Zauns steht. Sag mir, dass es nicht stimmt. Und wieder weg. Stimmt es, was ich sage oder nicht? Lass nachher teilen. Nachher? Jo. Und warum nachher? Weil sie jetzt vielleicht keine Zeit hat. Gut, das kann ich jetzt auch nachvollziehen. Ne? Ja, lass nachher tellen. Wenn sie jetzt gerade keine Zeit und keinen Bock auf die Scheiße hat, ne, dann fix. Dann fragst du nicht, warum nachher, dann sag, ja, okay. Oder frag, wann. Ne? Ist halt mal wieder was anderes wichtiger. Ja, Rainer, es ist vielleicht was anderes wichtiger. Das hast du sehr richtig erkannt. Das kann auch mal sein, dass irgendwas wichtiger ist als Rainer Winkler, der große Drache. Du, ich habe keine Lust, dir Vorwürfe zu machen, aber du interessierst dich ja nicht für meine Gefühle. Ja, Rainer, wenn du keine Lust hast, ihr Vorwürfe zu machen, dann würde ich halt nicht 5 Seiten Text schreiben, in denen du ihr Vorwürfe machst. Das beißt sich ein wenig. Wenn du keine Lust hast, ihr Vorwürfe zu machen, ja, dann lass es halt bleiben. Jedenfalls nicht dem Anschein nach. Am besten lasse ich dich wirklich einfach in Ruhe. Das ist richtig, Rainer. Das ist die beste Möglichkeit, die du jetzt hast, wie du weiter vorgehen kannst. Mach das. Bin eh zu schlecht für dich. Auch das ist sehr richtig, Rainer. Very good, Gronk. Solltest wen dann einen anständigeren Kerl haben. Ja. Ja, dem ist praktisch nichts hinzuzufügen. Ich gehe schnell auf den nächsten, ne, Ding. So, also offensichtlich sind wir jetzt hier in Mitte Juni, nachdem sie bei ihm war. Sie hat ihm gesagt, dass sie ein bisschen krank ist und da steigen wir wieder in die Geschichte ein. Also das nach ihrem Treffen. Ah ja, Ofi hat eine Triggerwarnung ausgesprochen für Leute, die Erfahrungen hatten mit Übergriffigkeiten etc. bla bla. Möchte ich hier nochmal betonen. Hi. Okay, ich hoffe, dass es dir bald besser geht. Ich hoffe, damit kommst du klar. Weil, wenn du wirklich am Freitag kommst und wir das wirklich durchziehen wie geplant, ist dir schon klar, ne? Dass du spätestens in einem Monat, 2 Monaten wahrscheinlich jeden Morgen erstmal kotzen musst, ne? Ich muss jetzt schon kotzen. Ich muss jetzt schon kotzen. Er redet jetzt hier vom zweiten Treffen, das dann auf jeden Fall gebimst wird, 100%ig. Komme, was wolle. Und dann natürlich sofort mit Braten in der Röhre.
Da kommt dieser Breeding-Fetisch wieder durch. Oh, wenn es mal bei mir war, so, einen Monat später, ja, Morning Sickness und so, weißt schon Bescheid. Hier, Tikiti-Takiti. Wenn ich dich schwängern soll. Und Es ist unfassbar. Die haben sich einmal getroffen. Es ist nicht sonderlich gut gelaufen. Wir müssen uns daran nochmal erinnern, wie das letzte Treffen abgelaufen ist. Er hat sie bedrängt. Als sie duschen wollte, war noch der falsche Duschkopf auf der Dusche drauf. Und in einem Zimmer mit ein paar Teelichtern und einem schwarzen Müllsack, da wo das Fenster entglast wurde, und hat sich so unmöglich aufgeführt, dass sie vor ihm geflüchtet ist zu Uwe runter. Und am nächsten Tag hat er sie passiv-aggressiv mehr oder weniger aus der Butze gekickt. Du sollst dich jetzt besser beeilen, sonst verpasst du noch deinen Bus und dann liegst mir noch eine Stunde lang hier irgendwie rum auf den Nerven. Nein, Rainer. Und dann fürs nächste Treffen, kurz danach, so einen Text. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. einfach unfassbar, wenn ihr mich fragt. Na, wenn alles gut geht, sehen wir uns ja schon in 2 Tagen. Ja, reiner Spoiler-Alarm. Ist nicht alles gut gegangen. Das sind 2 Tage. Da fällt mir ein, ich hatte dich ja gefragt, aber du hast mir noch keine Antwort gegeben. Wie lange ungefähr hast du denn vor zu bleiben? Nur damit ich mich darauf einstellen kann. Rainer, du musst dich nicht drauf einstellen. Rainer, du musst dich nicht drauf einstellen, wie lange sie da ist. Also sogar wenn sie gekommen wäre, hätte sie nicht drauf einstellen müssen. Wie denn? Als er Urlaub nehmen müssen vom Arbeitslossein. Oder warum geht das Essen und das Geld fürs Essen und alles andere muss sie ja doch selber mitbringen. Du machst doch nichts, du sitzt doch da nur und wartest auf den nächsten Tag, bis es endlich zu Ende geht, oder? Du hast doch nichts zu tun. Doch vollkommen wurscht, wie lange die bleibt. Sie zahlt doch eh für alles. Du kannst doch gerne. Also von mir aus kannst du gerne länger bleiben. 2 bis 3 Tage ist das Minimum. Na, Rainer, jetzt komm. Sei mal froh, wenn sie einen Tag da ist und fangen jetzt schon wieder mit so einer Scheiße an. Was ich mir. Na, solange du willst. Mal auch machen. 2 bis 3 Tage wäre 2 bis 3 Tage wäre mein Minimum gewesen. Wie lange ich mindestens will, dass du da bleibst, dass du mal 2, 3 Nächte da bleibst, dass man mal zumindest so endlich mal versucht zu schauen, wie es einem geht und so weiter. Schöne Umschreibung, Rainer. Dass man endlich mal versucht zu schauen, wie es einem geht und so weiter. Ja, Bimsen halt, Rainer. Es geht ums Bimsen. Und wie es funktioniert und wie man klarkommt. Zu schauen, wie es einem geht. Ich spule jetzt nicht vor, hören wir uns das vom Ofi noch mit an. Das ist Reinis Umschreibung dafür, dass er sich was in der Kiste erhofft. Um mehr geht's ihm dabei nicht. Mhm. Kriegst du eigentlich monatlich Geld von irgendwas? Ja, Rainer, wahrscheinlich kriegt sie das. Es nennt sich Lohnarbeit. Da kriegt man jeden Monat Geld überwiesen dafür, dass man da jeden Tag hingeht und arbeitet. Ich weiß, es ist für dich ein komplett fremdes Konzept, aber die meisten Leute fahren da relativ gut damit. Weil das Problem ist halt, ich muss halt auch schauen, dass wir irgendwie das Essen dann zusammenkriegen, ne? Da sind wir schon wieder. Er muss sich darauf einstellen, dass sie kommt, aber kriegst du eigentlich irgendwoher Geld? Kannst du Geld mitbringen? Weil ich bin vollkommen blank und wenn du nicht den Dreck von unter meinen Fingernägeln fressen willst, dann musst du Kohle mitnehmen. Mein Bruder geht regelmäßig einkaufen, der kann was mitbringen, das wäre nicht das Problem. Aber braucht man halt trotzdem erst einmal, ne? Auch wunderschön. Ja, ganz wunderschön. Ich hatte es, glaube ich, im letzten oder vorletzten Teil schon mal gesagt, dass sie früher kommen sollte, als eigentlich geplant. Nicht, weil Reini sie sehen wollte, sondern weil sie vermutlich dann irgendwelche Einkäufe oder zumindest Geld für Einkäufe mitbringen sollte. Und dieser Mann plant 3 Kinder großzuziehen, wo er sich noch nicht mal selber versorgen kann. Ja, ich würde sagen, läuft bei ihm.
Oh, toll. Das war jetzt, glaube ich, nicht selber. Ich glaube, das war ein Videospielgeräusch. Jetzt habe ich mir eingeschissen. Rainer, es wäre nicht das erste Mal gewesen und es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Leute, es ist einer meiner absoluten Lieblingsmomente im Game. Ist dieses Böller-Video, wo er drin sitzt und dann schaut er ein bisschen dumm und dann meint er muss kurz aufs Klo und dann beendet er den Stream, weil er sich eingeschissen hat. Kurz meinen Bildschirm heller machen. Ja, ich habe da mein Bildschirm, das kann ich dir zeigen, wenn du hier bist. Ich habe da verschiedene Einstellungen. Ja, Rainer, jeder Bildschirm hat die Einstellung, ihn heller oder dunkler zu machen. Das ist relativ Standard. Unter anderem auch Grafikeinstellungen zum Thema Qualität. Eigentlich habe ich zwei davon. Den einen hat mir allerdings jemand weggenommen. Nein, Rainer, wie wir mitbekommen haben, in dem Frankengamer-Interview hast du ihm den geschenkt. Aus Gründen. Ne? Als Gegenleistung dafür, dass er den Hausknecht gespielt hat für dich ein paar Monate lang. Und dass du in seiner Butze untergekommen bist. Und ihm sein Gulasch weggefressen hast und seine Küchenstühle kaputt gesessen und. Den habe ich mir geholt, als ich damals bei meinem Kollegen untergekommen bin. Und der hat die damals komplett weggehauen und vertickt und alles. Und er hat nur einen behalten, der eigentlich für ihn gedacht war. Aber ich habe dann gesagt, pass auf, wenn du so einen Scheiß abziehst, dann will ich mein Zeug auch zurück. Ja, Rainer, so funktioniert das halt nicht. Rainer, so funktioniert das nicht. Ich kann nicht irgendwelche Leute beschenken mit irgendwas und dann ein halbes, dreiviertel Jahr später, wenn ich mich mit dem nicht mehr vertrage, sage ich, hätte es aber gerne alles wieder, was ich dir jemals geschenkt habe. Das haut nicht so hin. Das läuft nicht, Rainer. Und dann habe ich mir den einfach wieder geholt. Ja, und hier machen wir mal einen kleinen Exkurs. Ja, den Exkurs, den haben wir schon gemacht. Meine Info war, er hat irgendwie, Reini hat Karl Dahl zum Frankengamer geschickt. Hättest du es, könnte man es zusammenspielen. Dann machen. Dann basteln wir uns irgendwo eine kleine Insel und rennen den ganzen Tag nackig rum. Kann ich dir erzählen, dass wenn wir nackig im Bett liegen und am Schlafen sind, du plötzlich nachts ein kleines, ja, vielleicht auch nicht ganz so kleines, hartes Klein, stimmt, hart, weiß ich nicht. Ding spürst, was sich langsam auf sicher in dich reinfällt. Und dich dann hoffentlich auf eine ganz angenehme Weise aufweckt. Ja, ich bezweifle das, dass das eine angenehme Art und Weise ist, geweckt zu werden. Also, wenn man mit dir im Bett liegt. Wobei du hast ja gesagt, dass du nachts nicht aufwachst. Ja, ich schlafe wie ein Stein. Oh, jetzt kommt die Geschichte. Ah, bitte. Nochmal Triggerwarnung, Leute, wenn ihr das nicht hören wollt. Mich bekommt so schnell nichts wach. Hast du das gemerkt, als ich auf dem Sofa geschlafen habe, dass ich so tief geschlafen habe? Ja. Dann hast du auch geflüstert. Ich habe auch dann die Zeit genutzt und habe dich ein bisschen angefasst. Das ist Unfall. Er schickt ihr das als Sprachnachricht tatsächlich. Er schickt ihr das. Ein bisschen gestreichelt. Natürlich jetzt nicht irgendwie unter die Klamotten oder so. Nein, natürlich nicht unter die Klamotten. Würde mir niemals in den Sinn kommen, das wäre ja grenzübergreifend. So, das wäre ja wirklich, also es ist ohne Worte. Respektiert habe ich das schon. Ja, Respekt ist das richtige Wort. Stimmt, Respekt war das Wort, das ich gerade nicht gekommen bin. Wenn du eine schlafende Frau einfach begrapschst, nur weil sie zufällig irgendwie, weil du sie in deinen Ogre-Dungeon hast locken können. Ich krieg Hasslatte, wenn ich sowas höre. Und du hast sehr schöne Brüste, nicht, dass man so sagen darf. Und Leute, du kannst mir vieles erzählen, aber er wird behaupten, das ist irgendwie KI generiert, das ist nicht KI generiert. Man hört die Hintergrundgeräusche auch noch. Ich glaube, so gut kriegt das eine KI nicht hin. Wir haben ja vorher
eine KI gehört, die diese Texte vorgelesen hat. Und man hört das schon deutlich raus, ob er es wirklich selber ist oder die KI. Die KI hört sich sehr, sehr ähnlich an, aber das müsst ihr euch einfach vorstellen. Der schreibt, beziehungsweise der schickt ihr eine Sprachnachricht, in der ihr sagt, yo, du schläfst ganz schön tief, als du hier gepennt hast, habe ich die Gelegenheit genutzt und habe dich ein bisschen befummelt. Upsi! Und was wird wieder passieren? Gar nichts wird passieren. Gar nichts wird passieren. Weil wahrscheinlich zeigt sie ihn nicht an. Deswegen. Und wenn, dann schlägt Winklerglück wieder zu. Keine Sorge, ich hab's, ne? Nicht, dass du es als falsch verstehst. Ich habe hier eine. Nein, wie soll man es denn falsch verstehen, Reini? Also so wie ich die Sache verstehe, hast du gewartet, bis sie schläft und hast sie dann begrapscht. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Rainer, das ist schon schlimm genug. Irgendwas gemacht, was dich in irgendeiner Form zu einem Problem führen würde. Aber ich fand. Willst du jetzt Applaus dafür haben, dass du nicht noch mehr gemacht hast? Ist das jetzt so ein Ding so? Ich habe die zwar befummelt, obwohl du mir mehrfach deutlich gesagt hast, dass du keine Intimität mit mir haben willst, aber du hast halt gepennt und hast das nicht gemerkt und haben mir gedacht, ich nutze jetzt die Gelegenheit. Aber hey, ich habe Respekt vor dir, also weil, also Penetration war nicht am Start. Applaus, Rainer, toll. Du widerst mich an. Und das Einzige, was ich wirklich nackig angefasst habe, war dein Bauch. Aber das hatte ich jetzt dann gemacht, da warst du noch wach. Glaube ich. Ja. Glaub ich. Alter. Schwierig, Rainer. Schwierig. Jedenfalls. So, und an dieser Stelle muss ich jetzt noch mal ein paar Sachen kurz erklären. Nee, Ovi, ich will's. Boah. Es ist. Ganz ehrlich, das ist. Ich habe Rainer immer so eingeschätzt. Da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht, dass ich schon immer gesagt habe, der, wenn irgendwie die Möglichkeit hätte, würde er sie nutzen. Und Serial hat das auch immer gesagt, dass er gesagt hat, hier, der einzige Grund, warum der Mann noch nicht irgendwie ein verurteilter Sexualstraftäter ist, ist, dass er die Möglichkeit dazu nicht hatte. Und ja, traurig aber wahr, wir hatten recht. In dem Moment, in dem er die Möglichkeit hat, wird es halt auch so, ne, passiert es halt genauso. Und es deckt sich ja mit den Aussagen von dieser Mary und es deckt sich mit den Aussagen von der Kleinen, ne, von nebenan. Und das sind jetzt Leute die aus 3 komplett unterschiedlichen Gründen in seinem Zimmer waren. Die eine, weil er sie gebabysittet hat, die andere, weil sie tatsächlich irgendwie komisch fand und selber nicht alle Latten am Zaun hat. Und die dritte, weil sie ein Bärchen ist. Das sind 3 vollkommen unterschiedliche Menschen, die aus 3 vollkommen unterschiedlichen Motivationen in seiner Reichweite waren und bei denen immer das Gleiche passiert sein soll. Komisch. Ganz komisch. Okay, jetzt sind wir hier im nächsten Chat. Sie hat da wohl nicht mehr wirklich drauf reagiert. Die war wohl relativ fassungslos und jetzt kommt Reinis Reaktion. Themenwechsel. Ach, mir hat glaube ich so ein kleiner Spasto geschrieben, dass ich ein Kinderschänder bin und wie es sich ja so lebt als Kinderschänder und so weiter. Dann willst du gerade. Er will von dem Thema, dass er sie begrapscht hat, als sie geschlafen hat, gegen ihren Willen, jetzt mit diesem Thema ablenken. Rainer,
du löschst auch einen Hausbrand mit einem Kanister Benzin, oder? Ich habe ihm halt, geschrieben, dass ich mich darüber freue, dass er mich so nennt, denn jemanden so zu bezeichnen, wenn das nicht stimmt, ist strafbar. Da ist eine recht hohe Strafe drauf, da er mir mit einer Handynummer geschrieben hat, kann ich ihn anzeigen. Ja, Rainer, das bezweifle ich, weil ich nehme an, die meisten Leute, die ich anschreiben, holen sich so eine Wegwerfnummer aus Holland oder sowas für ein paar Mark. Und die ist dann schwierig zurückzuverfolgen. Rainer. Ganz zu schweigen davon, dass ich an deiner Stelle den Ball relativ flach halten würde, was darum geht, irgendwie über irgendwelche Handynummern Straftaten zu gestehen, weil du selbiges 5 Minuten vorher getan hast. Weil das dadurch ja quasi, weil er mir dadurch ja quasi auch noch seine Handynummer gegeben hat. Und damit kann ich ihn anzeigen. Ja, so sind die Hater normal. Ja, ganz fürchterliche Leute, die Hater. Die schreiben einem eine WhatsApp. Ist so unverantwortlich. Der Rainer hingegen, der hat einen einwandfreien Leumund, das ist ein richtig ordentlicher deutscher Bürger. Deswegen darf er bei Uwe auch in der Nazi-Butze wohnen. Ne? Der macht sowas nicht, dass er Leuten einfach WhatsApp schreibt. So, der befummelt nur Frauen im Schlaf. Die denken nicht von 12 Uhr bis Mittag. Und so ein Thema, genau nach dem Thema von eben, wo es darum ging, dass du eine Frau gegen ihren Willen angepackt hast. Und nun beschwerst du dich, dass du so beleidigt wirst. Vielleicht einfach mal ein bisschen was am eigenen Verhalten ändern, dass solche Aussagen dir gegenüber gar nicht mehr fallen. Aber ja, klar, kannst du natürlich anzeigen. Dann wird ja bestimmt auch ganz viel draus werden. Wie bei den ganzen anderen 10.000 WhatsApp-Nachrichten, die du bekommen hast im Laufe der Jahre. Die Gefängnisse sind ja alle überfüllt, weil dich die Hater per WhatsApp zum Beispiel Träger genannt haben. Deswegen ist Dorian ja auch wieder früher rausgekommen, weiß natürlich wieder keiner, weil einfach kein Platz mehr da war, aufgrund der ganzen anderen Hater, die alle noch reinkommen sollten. Das ist richtig, Profi. Ich habe auch gehört, es wird gemunkelt, dass jetzt auch ein neues Gefängnis gemacht wird, weil die anderen sind alle so überlaufen, es wird jetzt ein Speziellknast hier für Edzardler Internetmobbing gemacht, da kommen nur Drachenlord-Hater rein. Da sind wir dann bald alle drin. Ausnahmslos alle. Du, ich, Serial, Arnie, Matti, alle. Von früher und von heute, egal ob aktiv oder nicht, der vegane Jahrmetzger, der ist fürs Catering zuständig. So wird's passieren. Ganz, ganz, ganz sicher. Genauso wird's passieren, Ofi. Ach, Reini. Naja gut, ohne jetzt irgendwie ins Politische abdriften zu wollen, aber schau mal in die Zeitung, was für Leute bei wirklich schweren Straftaten wieder auf freien Fuß gelassen werden danach. Und du denkst, die Polizei stürmt mit SEK und Helikoptern an die Wohnung der Hater. Ja, viel Spaß weiterhin in deiner Traumwelt. Dann kann ich ja wiederholen, dass ich mich darauf freue, dich zu schmecken. Rainer, halt dein Maul! Ey, es ist so ekelhaft einfach. Vor allem, weißt du, vor dem Hintergrund dessen, was er halt unmittelbar davor zugegeben hat. Und ich sehr heiß drauf bin, zu erfahren, wie du schmeckst. Vielleicht lasse ich dich auch erstmal so kommen. Einfach mal ein bisschen im Munde mit der Zunge. Ja, genau, Rainer. Mach da einfach mal, ja, keine Ahnung, vielleicht lasse ich es erstmal so. Ja, schauen wir mal. Der große Beischlaf-Zauberer. Ja, hier, ich lasse praktisch Orgasmen aus dem Nichts auftauchen. Ne? Ich schnipp's mit dem Finger und dann läufst du aus. So ein Ding ist das. Ja. Rainer, am Arsch die Heide. Am Arsch die Heide. Ich nehme an auch, dass du einen Magnesiummangel hast, keine Ahnung, nach einer halben Minute, wenn du da mit dem Ogerkiefer da unten zugange bist, wirst du höchstwahrscheinlich einen Krampf haben. Wenn du hier bist, werden wir mal zusammen einen Döner fahren. Du bist an Sex ja normalerweise gar nicht interessiert, hast du gesagt, ne? Und dann ist die Frage, ob das mit mir überhaupt irgendwie was Dauerhaftes wäre für dich. Ja, weil ich halt schon sehr starken Wert auf Sex lege. Ne? Gerne sehr oft und gerne sehr viel.
Ja, wenn du kein Interesse an Sex hast, ist das ja für dich wahrscheinlich keine Art. Ja, ganz ehrlich, man muss natürlich dazu sagen, ich bin auch der Meinung, zu einer Beziehung gehört natürlich auch Sex. Bei normalen Leuten, die jetzt nicht irgendwie asexuell sind. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber erstens ist es bei ihm halt wirklich eine krankhafte Fixierung auf dieses Thema. Vollkommen klar. Und zweitens ist es halt so, ja, keine Ahnung, also wenn du mit mir, dann musst du schon dann, also ob du jetzt willst oder nicht, und ob du da Bock drauf hast oder nicht, aber wenn du mit mir zusammen sein willst, dann ist es schon angesagt. So, also schon viel und oft. Also wir schließen einen Kompromiss, also du willst keinen Sex, ich will oft, also haben wir oft. So. Ne? Ansonsten zeige ich dir, wo der Maurer das Loch in der Wand gelassen hat. Nehme ich mal an. Nee, ich habe ja gesagt, ich denke halt, dass du auf lange Sicht dann sonderlich viel Interesse auf Dauer hast. An Sex und so weiter. So wie ich das verstehe. Oder glaubst du, es liegt bei dir einfach an der mangelnden Erfahrung? Weil du hast ja nicht sonderlich, du hast ja Erfahrung. Bloß halt, ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Du hast ja mehrere Partner. Diese ganzen Widersprüche, einfach unglaublich. Die sagen, mal Hü, mal Hot, wie der Kopf gerade so mitspielt. Wir können ja mal Austern essen gehen zusammen. Lass mich raten. Ich habe das jetzt echt nimmer auf dem Schirm. Es ist lange her, dass ich das gesehen habe. Aber wir gehen Austern essen, weil entweder ist in Austern ein Aphrodisiakum. Dann bezweifeln wir mal, dass er Aphrodisiakum richtig aussprechen kann. Oder die machen irgendwas mit dem Geschmack von seinem Jizz. Austern sind ein Aphrodisiakum. Wow, auf dem zweiten Anlauf. Ja, haben eine aphrodisierende Wirkung. Sagt man jedenfalls. Wer sagt denn das? Aber ganz ehrlich, aller möglicher Scheiß wird irgendwie, soll angeblich aphrodisierende Wirkung haben. Weißt du, was aphrodisierende Wirkung hat? Eine Libido. Ja, Fortpflanzungstrieb ist ein ganz stinknormaler Trieb, den wir alle haben. Das ist genauso wie Fressen und Schlafen und Scheißen. Das ist irgendwas, was wir halt alle machen, weil so die Natur funktioniert. Wenn du normal im Kopf bist, dann brauchst du auch kein Aphrodisiakum. Und wenn du deinen Körper nicht komplett kaputt geschunden hast, dann brauchst du auch keine blauen Pillen oder sonst irgendwas. Ich denke, du weißt vieles nicht in Bezug auf Sex. Rainer, mehr als du, mit Sicherheit. Mhm. Mal schauen, vielleicht mache ich aus dir eine richtig sexgeile Schnecke. Hier fliegt gleich irgendwas. Hier fliegt gleich irgendwas. Wir haben jetzt das Thema praktisch, also wir nehmen das jetzt mal so an, sie ist asexuell und hätte gar keinen Bock auf Sex, überhaupt nicht. Ja, es gibt ja asexuelle Leute. Aus welchen Gründen dahingestellt, scheißegal. Sie ist asexuell und hat gar keinen Bock auf Sex. Und er ist der Meinung, ja, das ist so eine Phase, so wenn, ich krieg die schon wieder auf Kurs gebumst. Ne? Rainer, das ist auf derselben Schiene wie diese kranken Psychos, die versuchen irgendwie Homosexuelle wieder umzupolen, wieder in Anführungsstrichen normal zu machen. Das ist genau dieselbe kranke Ideologie. Das ist auch gepaart mit diesem Stammtisch-Proletendenken, dieses die hat nur deswegen keinen Bock auf Sex, weil die noch nie einen richtigen Dude gehabt hat. Die braucht mal so einen richtigen Mann, so einen wie mich. Es ist, ganz ehrlich, wenn du vor mir stehen würdest, jetzt, ich wüsste nicht, was ich tun würde. Wir werden sehen. Ich finde es jedenfalls sehr schade, dass du in deinem Leben bisher auf so viel Sex verzichtet hast. Sie vielleicht nicht. Keiner. Wenn sie da keinen Bock drauf hat, dann findet sie es wahrscheinlich nicht so schade.
Aber das wieder, wir gehen schon wieder auf die Manipulationsüberholspur, ja? Und da wird jetzt praktisch schon der Grundstein gelegt, wie er sie zu einer, in seinen Worten, 6 geilen Schnöge macht. So viel ab 6 40 der Rest. Ja, weil du die Erfahrung damit nicht so gemacht hast, aber ich denke, wenn das jetzt nicht ganz extrem ist und ich glaube nicht, dass du asexuell bist, weil wenn du asexuell wärst, hättest du gar kein Interesse daran, mit mir Sex zu haben. Ja, Rainer, darum geht's doch. Die sagt doch die ganze Zeit, dass sie kein Interesse hat, mit dir Sex zu haben. Oder generell hättest du noch keinen Sex gehabt oder hättest es vielleicht, aber hast dann kein Interesse daran, weil du weißt, wie es ist. Und ich denke, dir fehlt es schon, wenn du dann mal ein bisschen einen Typen hast, mit dem du relativ viel Sex hast. Rainer weiß, was in den Frauen vorgeht. Rainer weiß, was Frauen wollen. Ihr fehlt das schon. Also, sie so, ja, nee, ich hab eigentlich gar nicht so gerne Sex. Ich hab da eigentlich keinen Bock drauf, so. Ja, das fehlt dir dann schon. Nee, ich hab dir gerade genau das Gegenteil gesagt. Nee, ich weiß. Ja, halt mal du den Rand. Ja? Ich zeig dir mal, wie das geht und dann die fast 35-jährige 200 Kilo oder 250 Kilo Jungfrau, erzähl dir jetzt mal was hier, wo der Hammer hängt. Genau so ist es. Und danach hast du Bock. Und das dann vielleicht ein bisschen deine Libido erweckt, dann kann es schon sein, dass dir das dann fehlen wird. Und ich finde das echt schade. Ja, Reini, der Sexgott erweckt die Libido der Frauen mit seinen Künsten. Genau so ist es, Opi. Genau so ist es. Und nicht anders. Aber, Leute, meine Freunde, wir sind am Ende dieses Ding angekommen. Knapp über eine Stunde haben wir jetzt gebraucht. Es ist wild. Es ist von vorne bis hinten ist das wild. Egal, wir springen zwar mal in der Timeline hin und her, hier sind wir irgendwie bei 2023, hier sind wir wieder bei 2024. An Widerlichkeit hat sich nichts geändert. An Übergriffigkeit auch nicht. Es muss einfach mal, also ganz ehrlich, ich check's nicht, warum da nicht schon längst irgendjemand einen Riegel vorgeschoben hat. Aber in diesem Sinne, Leute, bleibt mir nicht mehr zum Sagen, außer tut nicht, was Rainer tut. Und mehr Love.